Hallo und herzlich willkommen zum dritten Test auf den Schweizer Passstraßen. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, falls das erste Video für euch ist, das ihr von mir in diesem Stile seht, das ist so eine Art Therapie für mich. Ich mag ja die Review-Videos, die ich sonst mache, aber ab und zu ist das ein bisschen frustrierend für mich. Ich habe nicht viel Zeit mit den Autos und ich habe immer das Gefühl, dass ich bin so sehr aufs Video konzentriert, dass ich kaum zum Fahren komme. Und darum habe ich gedacht, rufe ich diese neue Serie ins Leben, bei der ich mit den jeweiligen Autos auf einer Schweizer Passstraße unterwegs bin. Gut, es muss nicht exklusiv Schweizer Passstraßen sein, aber es ist mal ein Anfang. Genau. Und heute ist das dritte. Und das Fahrzeug ist wieder aus dem Hause der Volkswagen-Gruppe, aber tritt diesmal als Cupra auf. Und zwar ist es der Leon als Kombi. Ja, Tunnel hört man nicht gerade viel und sieht man vermutlich auch nicht gerade viel. Genau, Cupra, ein Leon Kombi mit dem 2 Liter rein 4-Zylinder, der 310 nominelle PS leistet und hier als Allrader daherkommt. Wir sind im Sportmodus. Das DSG schaltet selber. Mal schauen, wie gut das macht. Der Klausenpass, falls ihr schon einige von meinen Videos gesehen habt oder meine frühen Videos gesehen habt, wir waren da schon ein bisschen auf dem Klausenpass unterwegs. Durch die Serpentinen, finde ich, ist der Klausenpass eigentlich eher so zum Jagen von anderen Autos geeignet. So macht das Spaß. In unserem Fall war das mein Bruder, der mich im BMW M5 gejagt hat mit seinem 330i, der überraschend gut klingt. Also schaut bzw. hört mal rein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Genau, aber zurück zum Cupra Leon. Wir hatten ja den Formentor schon mit diesem Motor. Der hat sich ganz gut geschlagen. Dann hatten wir den Hybrid Leon mit 245 PS, dem 1,4 Liter Benziner und dem Elektromotor. Der schlug sich auch ganz ordentlich, aber ich wollte wirklich den hier haben. Jetzt habe ich ihn bekommen und ja, mal schauen, wie er sich schlägt. Etwas, das ein bisschen komisch ist, so gleich auf Anhieb. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein neues Auto angeschafft, beziehungsweise ein Auto ausgetauscht. Der Touran ist weg. Stattdessen haben wir nun einen Golf 8 Kombi mit dem 1,5 Liter Benziner als Mildhybrid in der Familie. Der hat ebenfalls Sportsitze. Aber die sind manuell, also nicht elektrisch verstellbar, und ich glaube, da sitzt man tiefer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an etwas anderem liegen kann. Es muss der manuelle Sitz sein und es macht einen Unterschied. Also ich sitze viel zu hoch, also nicht unbedingt wegen der Kopffreiheit, aber irgendwie ist das Ganze alles ein bisschen zu hoch. Fühlt sich dann auch ein bisschen komisch an mit dem Lenkrad, das übrigens ein bisschen dünner ist als bei VW. Ja, witzig. Okay, wir haben hier Fahrradfahrer. Ja, dieser untere Teil hier ist ein bisschen eng. Oben wird es auch nochmal eng. So. Genau. Sportmodus. Ja, das DSG funktioniert ganz ordentlich.
werde dann später vermutlich auch selber noch ein bisschen schalten, um schauen, ob das ein bisschen mehr Spaß macht, ob das besser funktioniert. Genau. Ja, die andere Sache ist der Klausenpass oder die Klausenpassstraße. Die ist ziemlich lang. Wir reden hier von 47 Kilometern. Und ich weiß nicht, ob das mit den Kameras funktionieren wird. Die GoPros werden vermutlich aussteigen irgendwo auf dem Weg. Zumindest die hier im Auto drin. Der wird vermutlich überhitzen. Die oben könnte es schaffen. Und dann haben wir dann noch ein Problem mit den Akkus vermutlich. Also ja, mal schauen, wie das klappen wird. Vielleicht mache ich auch auf der Passhöhe dann einen Schnitt. Genau, im Sportmodus auch ein bisschen Geräusche aus der Soundanlage. Beim Beschleunigen fühlt sich okay an. So beim Dahincruisen, also zum Beispiel jetzt. 80 km/h, nicht sonderlich viel Druck drauf. Ja, hört sich eher komisch an. Ja, wollte ich gerade sagen, nicht jetzt im zweiten Versuch. Ja, kommt doch schon was. Und da haben wir den Bus oder wie wir in der Schweiz so schön sagen, das Postauto. Und ist doch gerade super, dass wir hier jemanden zum Jagen haben. Und zwar handelt es sich dabei um ein 4er Cabrio. Wenn ich mir so die Auspuffrohre anschaue, dann müsste es ein 35er, 40er sein. Also sollten wir eine ähnliche Anzahl PS haben. Das DSG schaltet nicht schlecht. Aber ich glaube, wir probieren das gleich manuell. Ich schaue zuerst mal nochmal in den Cupra-Modus. Mal sehen, ob das einen großen Unterschied macht. Große Konkurrenz hier der Golf R, auch als Kombi erhältlich mittlerweile. Den normalen Hatchback hatten wir ja schon im Programm. Gefiel mir auch ganz gut. Oh, der lässt er mich vorbei, oder? Oh, scheint so zu sein. Vielleicht möchte er mich ein bisschen... Ah ne, möchte er nicht. Hat keine Lust auf Katz und Maus, wie es aussieht. Ist okay, wir können uns auch selber beschäftigen. Und schon sind wir auf dem Urnerboden. Ja, hier geht es ein bisschen lockerer zu. Auch wenn es hier ein bisschen holprig ist, dieser Teil, also die Straße hier, bis es wieder rauf geht, ist ein guter Test für die Aufhängung. Apropos Aufhängung. Etwas, das mir ziemlich schnell aufgefallen ist, die Federn scheinen weicher zu sein als beim Golf R, aber auch weicher als beim meinem Golf, beim 1.5er Kombi. Ob das besser oder schlechter ist, keine Ahnung. So etwas, das mir aufgefallen ist. Jetzt beim Fahren scheint es nicht oder noch nicht so einen Unterschied zu machen.
vielleicht ist es ja auch nur so, dass die Dämpfer ein bisschen mehr durchlassen. Der Cupra-Modus, der sollte theoretisch alles ein bisschen nachschärfen. Hat jetzt auf den paar Metern nicht so den großen Unterschied gemacht. Ja, ansonsten, wir haben, performance-seitig, wir haben Brembo-Bremsen drauf. Ja, die Originalen sind vielleicht auch vom Brembo, aber nicht als solche gekennzeichnet. Also nicht unbedingt eine Performance-Bremsanlage. Wir haben noch ein bisschen Quietschen drauf, aber manchmal ist das so, kriegt man auch nicht mehr weg. Genau. Soweit alles in Ordnung. Und aus Kurven raus, vielleicht sieht man es im Video. Der Cupra Leon geht gut, geht wirklich gut. Genau, Unterschied zum Formentor. Naja, die Sache ist die, ich hatte echt gedacht, geglaubt, vermutet, gewünscht, dass der Leon halt bauerbedingt eine tiefere Sitzposition hätte, aber dem ist nicht so. Also ich bin die beiden ja nicht nebeneinander oder hintereinander gefahren, also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon, dass die Sitzposition gleich ist und genau beim Formentor, da die Gürtellinie ein bisschen höher ist, dann sieht es aus, als würde man etwas tiefer sitzen. Und das Auto auch ein bisschen höher ist, hat man auch mehr Kopffreiheit. Also es wirkt dann ein bisschen tiefer. Aber ich glaube, realistisch, die Sitzpositionen sind identisch. Also hier ein kleiner Tipp. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich eine Kaufberatung abgeben kann. Also für die bessere Sitzposition scheinen manuelle Sitze also definitiv die bessere Wahl zu sein. Wer hätte das gedacht? Ja, hier jetzt wieder ein bisschen holpriger. Genau, jetzt geht's bald wieder hoch. Es wird enger. Also wenn wir da jemanden vor uns haben, wird das schwierig werden mit dem Überholen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass an der Hinterachse ein bisschen mehr Federung erlaubt ist, da mehr Zugeständnisse gemacht wurden. Das Getriebe macht die Sache eigentlich ganz gut. Kann man auch in Auto lassen. Ich versuche jetzt da mal ein bisschen das selber zu machen. Vielleicht macht es einen Unterschied. Ja, ein paar Worte zum Golf R. Also ich mochte den eigentlich ganz gut. Meine Frau mochte den ziemlich. Der Drift-Modus, das war ein bisschen schade. Das Auto es war ja auch im Winterhalbjahr, aber das Auto kam auf Winterreifen. Es war ein warmer Vorfrühlingstag. Und das Heck hatte nicht sonderlich Lust mitzuspielen. Aber eigentlich ist es ein bisschen schade, dass das aufs Driften, sage ich mal, also ESP aus,
beschränkt wurde. Denn ja, eigentlich macht er auch das ganz normale Fahren mit den 70% Drehmoment auf der Hinterachse. Ja, das war spaßig. Also wieso sollte das nicht wie beim GR Yaris sein, wo man auch ganz normal so fahren kann? Ja, also ihr seht, der Teil hier ist wirklich, wirklich eng. Und ja, wenn dann Radler und Motorradfahrer entgegenkommen, was ist das? Aber der Leon kann ganz ordentlich Dampf aufbringen. Also der Wagen geht gut. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht mal so schlecht, dass wir eine weichere Abstimmung haben, denn die Straße ist nicht wirklich ja, ganz glatt. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwischen den beiden großen Kriegen wurden hier Rennen gefahren. Das ist natürlich vorbei, denn ja, wir Schweizer haben ja, unseren Sinn für Humor, was was Motorsport angeht, ja, ganz klar verloren. Also, da verstehen wir gar keinen Spaß mehr. Doch. Vermutlich gibt es Leute, die würden mich am liebsten im Gefängnis sehen, nur schon, weil ich mir erlaube, auf einer Passstraße hier Spaß zu haben. Ja, also wenn man hier so ein bisschen zügiger fährt, dann ist auch der Sound, der durch die Anlage kommt, ganz okay. Ich finde, das geht in Ordnung. Ja, wenn ich mit 50 durch ein Dorf fahre, muss ich das Scrollen nicht unbedingt hören. Die Leute schauen ein bisschen. Erstmal, was ist das für ein Irrer, der in einem Kombi hier hochfährt? Dann liegt es vielleicht auch ein bisschen noch an der Farbe. Das ist ein matt schwarz. Könnte also auch genauso gut ein Lamborghini sein. Das andere ist, wenn man dann ein bisschen zu hoch sitzt, dann ja, ist es auch mit der Übersichtlichkeit ein bisschen schwieriger. Man muss halt schon ein bisschen vorausschauen. Der Vorteil hier beim Klausenpass ist, also auf dem oberen Teil hier, man sieht gut um die Ecke. Und ja, man kann also ein bisschen angasen. Ja, und ihr könnt es vielleicht auch sehen. Also ich glaube, selber schalten ist natürlich schon cool. Kann ich auch wirklich empfehlen, aber die Automatik macht das ganz ordentlich. Bei meinem 1.5er Golf ist das nicht so. Also da, auch im Sportmodus, da hält die Automatik nicht so gut mit. Ich weiß nicht, ob die Softwareabstimmung wirklich anders ist oder ob das auch an dem Motor liegt, also an der Kombination. Ja, also der Klausenpass,
der ist kein Freund von pickelharten Fahrwerken. So, das ist schon die Passhöhe. Ja, das haben wir nochmal einen Zacken zugelegt, also nochmal 300 Meter drauf. Der Glaubenbielenpass war ja 1600, hier haben wir 1900, ja irgendwas. Ich muss hier kurz, wir gehen hier kurz rein, da ich die Kamera einstellen möchte. Ah, was? Nee, komm, jetzt fahren wir weiter. Die Zeit tickt. Die Zeit tickt. Nicht die Zeit tickt, die Zeit tickt, die Uhr tickt. So, ich glaube, ich muss hier die Temperatur ein bisschen runterstellen. Ansonsten kriegen meine Kameras wohl eine Krise. Ja, Bedienbarkeit. Wir haben teilweise echte Knöpfe, zum Beispiel auf dem Lenkrad. Dann haben wir aber auch immer noch diese Touchflächen für Temperatur und Lautstärke. Ihr habt es gesehen, war mir fast ein bisschen unangenehm, das hier beim Fahren zu bedienen. Ich bin wirklich kein Fan davon. Also in dieser Generation wird sich bestimmt Okay, weiter geht's, aber ohne die GoPro auf dem Dach. Ich habe sie zwar gefunden, aber ich muss erst noch schauen, ob sie es auch wirklich überlebt hat. Ja, machen wir halt weiter mit dem Tourenwagen. Mit der Tourenwagenperspektive. Ist ja viel besser, oder? Okay, weiter geht's. So. Der Teil hier, der ist so ganz anders als der auf der anderen Seite und auch so ganz anders, als man sich eine Passstraße vorstellen würde. Also gut, zum einen gibt es eine wirklich enge, schon fast gefährliche Stelle. Man sieht wenig und es geht dann auf einer Seite auch ganz steil runter. Aber das ist nicht das primäre Problem. Das Hauptproblem ist, und nicht das Hauptproblem, der Hauptunterschied ist so, ja, es fühlt sich gar nicht so bergig an. Aber ja, ihr werdet sehen. Ja, das war eigentlich schon die Passhöhe. Und jetzt geht's nach Altdorf im Kanton Uri. Und vielleicht in Zukunft werde ich die Abfahrt vielleicht auch ganz sein lassen. Ich habe immer das Gefühl, ja, so runter ist es nicht mehr so witzig wie hoch. Genau, dann können wir eigentlich wieder in die Automatik dann runter. Runter fällt der Motor eigentlich weg und es ist eigentlich nur noch Fahrwerk und Bremsen. Also nicht, dass das nicht Spaß machen würde, aber es ist so, ja, eine wichtige Komponente fällt da weg. Ja, aber das Eindrückliche, hier geht es ziemlich steil runter. Gefährliche Strecke, ja, kann man sagen. Man sieht wenig. Gut, reden wir wieder über das Auto. Ja,
Wie sehen wir das? Also ich finde, der Leon sieht besser aus als der Golf. Er könnte noch ein bisschen aggressiver sein, gerade wenn man sich den Formentor anschaut. Ich glaube, da liegt noch noch was drin, designmäßig. Man könnte den noch ein bisschen aggressiver machen. Ja, schöner Rastplatz. Aber ja, trotzdem finde ich den Golf 8 Variant, ich habe ja einen, aber heckseitig sieht er jetzt nicht irgendwie besonders gut aus. Das liegt nicht nur an der Aggressivität. Ich finde auch, das Heck sieht so ein bisschen komisch aus. Ja, kein Vergleich zum wunderschönen Arteon als Shooting Brake. Ich meine, jetzt versuchen ja alle dieses flache Heck auch bei den Kombis zu bauen. Ich glaube, beim Golf 8 hat das nicht sonderlich gut geklappt. Ja, also in Sachen Look, da würde ich sagen, sieht der Leon besser aus. Ansonsten, ja, also ich glaube beim Fahrwerk, da fühlte sich der Golf R, nicht mein 1.5er, der R, ich glaube, der fühlte sich schon ein bisschen besser an. Ein bisschen, nicht unbedingt straffer. Es ist nicht so, dass der zu weich ist, aber ich glaube, die Dämpfer waren da ein bisschen besser. Ansonsten in Sachen Antrieb, naja, nominell gibt es ja 10 PS Unterschied. Die spürt man nicht wirklich. Ich würde ohnehin behaupten, dass es schwierig ist, auf einer normalen Straße ein Gefühl für die Leistung zu kriegen. Drehmoment ja, aber Leistung? Wirklich? Also 10 PS sowieso geschenkt eigentlich. Kursverstärkung. Wirklich witziger Ort. Kursverstärkung. Genau, und das, was mir gestern auch noch aufgefallen ist, obwohl der Leon ja ein Allradler, also dieser Leon ein Allradler ist, ja, ging dadurch eigentlich die ganze Hardware, ging nicht viel Kofferraum verloren. Ist vielleicht ein bisschen weniger tief als bei meinem Golf, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es irgendwie ein großer Unterschied wäre. Ja, was mir erst jetzt wieder mit dem Leon aufgefallen ist, das Lenkrad, da kommt uns einer entgegen. Das Lenkrad von Cupra ist ein bisschen schmaler, ein bisschen dünner, fühlt sich aber auch ganz okay an. Ja, vielleicht ist das von VW ein bisschen dick oder gerade an der Grenze. Aber das geht auch ganz in Ordnung. Hier ein bisschen sportlicher natürlich, denn sowohl der Start- und Stoppknopf sowie auch der Moduswahlknopf befindet sich auf dem Lenkrad. Ja, das gibt dem Ganzen so ein Ferrari-Feel. Obwohl, woher würde ich das wissen? Ich bin noch nie in einem Ferrari gefahren. Außer in Gran Turismo vielleicht. Oder vergleichbaren Spielen. Ja, man könnte sich doch vorstellen, dass Heidi hier wohnen würde, oder? Das sieht doch genauso aus, wie man sich vorstellt, wo Heidi wohnt. Finde ich.
180 Grad Kurve. Ja, vielleicht noch zum Preis. Der Golf R Variant kostet so ca. 63.000 Schweizer Franken. Basispreis. Ein Basis Leon oder dieser Basis Leon oder die Basisversion von diesem Leon ist 54. Ja, knapp 10.000 Franken Unterschied. Ich weiß nicht, wie das in anderen Märkten ist. Ich glaube, Cupra hat sich gemessen an den Formentor, die ich auf der Straße sehe, hat sich, glaube ich, Cupra ganz gut gemacht hier in der Schweiz. Das scheint zu funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Ja, da muss man sich schon überlegen, ist es der Drift-Mode, der Nürburgring-Modus und vielleicht das etwas bessere Fahrwerk, obwohl ich besser ja eigentlich nicht mal wirklich qualifizieren kann. Ich finde einfach das Fahrwerk im Golf R, das war etwas resistenter gegenüber Poltern. Das ist ja eigentlich eher so eine Dämpfersache. Also ich habe wirklich ein Gefühl, dass die Dämpfer ein bisschen besser ist, aber das sind Details. Also könnte man sich gut überlegen, ob das den Aufpreis wert ist. Ja, ich glaube wirklich, zumindest bei den größeren Pässen, werde ich vermutlich die Abfahrt weglassen. Das ist einfach nicht mehr. Ist vielleicht schön anzuschauen. Vielleicht eher für den Touristen-Look. Fahrerisch. Oder ich muss mir jeweils ein Pace-Car organisieren. Jemand, der so ein bisschen Dampf macht vorne, den man jagen kann. Ja, die Seite könnte zum Fahren schon fast besser sein, da es nicht einfach nur eine Ansammlung von Haarnadeln ist, aber dafür müsste die Straße breiter sein und man müsste ein bisschen die Kurven besser einsehen können. So ist die Gefahr zu hoch, dass ein nichtsahnender Radfahrer oder Motorradfahrer entgegenkommt. Doch, auf der Seite ist das Benzin einiges teurer als auf der anderen Seite. GoPro macht gerade noch mit. Ich hoffe, das funktioniert in Sachen Temperatur.
eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir erst jetzt auf einem Bummler treffen. Der hat natürlich nicht sonderlich eilig. Ist ja Sonntag. Eigentlich Samstag, aber irgendwie ist Sonntag. Wenn man fährt, wie wenn es Sonntag wäre, dann ist Sonntag. Es ist super, dass wir das am Morgen machen. 17 Grad, 8:30 Uhr. Denn wir befinden uns gerade in einer Hitzewelle. Und wenn ich das auf den Abend verlege, dann, ich glaube, da würden nicht nur die Kameras aufsteigen auf dem Weg. Keinerlei Motorbremsleistung, also das ist auch keine Überraschung. Das war beim Hybrid ganz anders. Also der greift da ordentlich in die Zangen und kann so natürlich auch die Batterie wieder aufladen. Also das war schon witzig, auch mit dem Multivan. Das bis nach Altdorf hin. Das sind so ein paar Kilometer. Achtung, Schießlärm. Schilder, die man nicht überall auf der Welt antrifft. Das klappt gut. Das klappt ganz gut.
Vielleicht könnte man auch einen Vergleich ziehen zwischen den anderen beiden Autos und dem hier. Einfach was so die Passstraßentauglichkeit angeht. Ich fing mit dem Mazda CX-5 an, zwar ein Diesel, aber ein Handschalter. Bei der Rückfahrt aus dem deutschen Video, da habe ich ja einen Caterham gejagt. Also das war schon auch witzig. Dann war der Multivan dran auf dem Glauben-Bielen-Pass. War so eng da und ja, mir wurde auch so ein bisschen schlecht. Das ist interessant, ich mache mich mittlerweile ein bisschen selber krank. Heute ist eigentlich okay. Also ja, dass man insgesamt doch etwas tiefer sitzt als in den beiden anderen Autos, macht schon einen Unterschied. Und ja, der Leon, der kommt auch gut aus der Kurve raus. Bürgeln, ja, wir sind fast da. Genau, und da auf der anderen Seite, da liegt der Sustenpass. Mein absoluter Favorit. Weil er sich einfach super fahren lässt. Die Straße nicht nur aus Haarnadeln besteht. Wirklich mit einem guten Fluss rein. Kommt irgendwann, vielleicht machen wir das mit dem GT3. Ich glaube, das machen wir mit dem GT3. Auch wenn der oben auf 2200 Meter wahrscheinlich keine 500 PS mehr leistet. Aber Spaß macht es trotzdem. Fazit. Also in Sachen Cupras definitiv mein neuer Favorit. Der Formentor war super, aber ich mag den Leon mehr. Vielleicht, ich bin auch ein bisschen voreingenommen. Ich mag diese Kombis auch lieber als diese Crossover oder SUVs. Ja, aber ich glaube auch objektiv in Sachen Fahrverhalten gibt es vielleicht ist der Leon vielleicht minim besser. Der Vergleich mit den anderen Autos, die wir soweit hatten, in Sachen Kombis geht nichts über den E61 M5. Einfach gar nichts. Auch wenn der nicht sonderlich alltagstauglich war, aber der V10 ist einfach eine Legende. Ansonsten, der Arteon, ich finde, der sieht super aus. Der war auf Pirelli P-Zeros unterwegs, das war wirklich super, war super zu fahren. Aber der Arteon ist auch ein sehr großes Auto. Also generell, der Leon, der macht das schon gut. Also schon, ich würde sagen, belegt einen von den Top-Plätzen. Ich mag ja eigentlich keine Wertungen geben, Punktwertungen, auch wenn die Leute das mögen, aber ich weiß nicht. Sind die Unterschiede zwischen einem 6 von 10 Auto und einem 7 von 10 Auto oder einem 8 von 10 Auto wirklich so greifbar? Ich weiß nicht. Aber ja, das macht Spaß. Und wir haben Altdorf erreicht. Vielen Dank fürs Mitkommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.